Seehausen am Staffelsee. Die Crew hat nur Gepäck für einen einzigen Nachmittag dabei. Das schmerzt, denn eigentlich wäre es heute mit den legendären Zeltlagern auf der Halbinsel Lindenbichel losgegangen. Einen ganzen Sommer lang. Das Gefühl selber ersetzen geht, glaube ich, vor Ort nicht. Aber was man, glaube ich, schon ein bisschen generieren kann, ist dieses Gefühl der Gemeinschaft noch mal aufleben zu lassen und zu sagen, egal ob wir jetzt über ganz Deutschland verstreut sind, trotzdem denken wir aneinander. Darum geht's. Und zwar bei dem Bootsgottesdienst, den Lea und ihr Team für heute geplant haben. Zum Trost, weil Libi wegen Corona heuer ausfällt. Normalerweise sind gut 2000 Kinder über den Sommer verteilt auf Lindenbichel. Seit über 60 Jahren sind die Inselzeltlager Kult. Lindenbichel jetzt so leer zu sehen, fühlt sich nicht gut an. Ich habe die ganze Zeit schon ein bisschen Gänsehaut, jetzt mit mehr Leuten hier zu sein, als immer nur zu zweit oder so. Und ich glaube, es wird noch mal hart, wenn man merkt, wir fahren heute Abend wieder. Die evangelische Jugend Weilheim ist Hausherrin auf Lindenbichel. Sie hat die nur 230 Meter lange Insel seit Jahren gepachtet. Normalerweise wäre Lea heute für 3 Monate in ihr Inselzelt gezogen. Man lässt ein Stück seiner Seele hier. Man hat diesen See, man hat diese wunderschöne Natur und dann hat man diese wahnsinnig tollen Menschen, die alle an einem Strang ziehen. Und das größte Ziel ist, dass die Kinder und Beleger hier eine gute Zeit haben und dass man selber auch eine gute Zeit hat, so kann man es vielleicht beschreiben. Und das macht den Sog aus und den Drive und das, was einen jedes Jahr auch wieder hierher zieht. Letzte Probe für den Bootsgottesdienst später. So traurig alle über die Zeltlagerabsage sind, das Team will den Corona-Sommer für barrierefreie Umbauten auf der Insel nutzen. Und die Wiese im Landschaftsschutzgebiet kann sich endlich erholen. Deswegen dürfen außer dem heutigen Team momentan keine Besucher auf die Insel. Familie Anselm treffen wir deshalb in Uffing. Die Sommer auf Lindenbichel haben ihr Leben verändert. Wir waren gemeinsam als Kinder im Zeltlager 1978 oder so. Und dann sind wir zusammengeblieben. Naja, ganz so einfach würde ich es so ungefähr. Wir haben uns ja kennengelernt, ja gut. Genau. Und ohne die Insel hätten wir uns nicht kennengelernt, ja, so würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ohne die Insel hätten sie nicht ihre Liebe zur Natur entdeckt. Zum Campen, einfach leben, draußen sein. Auf dem Steg liegen und in den Sternenhimmel schauen. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist super, ja, das stimmt. Macht man sonst auch nicht. Klingt nach der perfekten Kitschkulisse, um den Partner fürs Leben zu finden? Ja, genau. So ist es auch. Wie im Film. So ist es auch. Kein Wunder, dass auch Noni und Doro inzwischen Lindenbichel-Freunde haben. Die Töchter mischen seit Jahren als Betreuerinnen bei den Inselzeltlagern mit. Keine Selbstverständlichkeit. Die Insel ist eine Insel, also man kann nicht weg. Und das muss man schon erstmal aushalten, dass man so dicht aufeinander ist. Für die Anselms standen stets die Abenteuer im Vordergrund, die Gemeinschaft, die unendliche Freiheit in der Natur. Und die Art, wie auf Libi Gottesdienst gefeiert wurde. Beruflich hat es mich extrem geprägt. Ich hätte, wenn wir nicht auf Libi gewesen wären, hätte ich sicher nicht Theologie studiert, weil ich da sozusagen eine Form von evangelischer Jugend kennengelernt habe, die extrem aufgeschlossen, liberal war. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Eine Ahnung davon, wie besonders Lindenbichel-Gottesdienste sein können, bekommt man jetzt auf dem Staffelsee. Ich bin schon jetzt ganz gerührt. Wow, es ist so schön, euch zu sehen. Und ich bin so froh, dass ihr alle da seid. Ihr dürft eure Handys benutzen, so viel ihr wollt. Natürlich nur zum Fotos machen. Fotos schießen und im Internet posten. Das ist eine der Ideen, wie der Inselspirit im Corona-Sommer weiterleben soll. Vor Ort hat es schon mal geklappt. Das war mega, mega schön. Also es war super besonders, hier dabei zu sein. Und man kann dieses Gefühl, man kann es trotzdem super arg spüren. Wegen dem Ort, aber auch einfach wegen der Leute. Und ich glaube, da zehre ich noch sehr lange im Sommer davon.